Ama na roza niresa morde me kazon maser gurin zof kemi. Nu mar zof yani zof karo mühimo nika tabqisi kardene eve almanki bena. Die Kelmuk eve Türkçe vajne. Ja, ja, eve almanki. Ja. Ja. Liebe Freunde, jetzt sind wir beim zweiten Vortrag von Herrn Ludwig Paul. Herr Ludwig Paul, er kann sich auch selbst vorstellen, ich kann nur 2 Sätze sagen, der war auch mehrmals Referent bei uns hier und gehört zu den wenigsten Wissenschaftlern überhaupt, die sich mit der Sasa-Sprache beschäftigen. Und er kommt von Universität Göttingen und lehrt im Fachbereich Iranistik. Und diese Arbeiten über Sasa-Sprache, die in unserem Heimatland leider bisher nicht möglich waren, nicht der Fall waren, sind im Ausland für uns von größter Bedeutung. Und deshalb gebe ich jetzt das Mikrofon Herrn Paul. Herzlich willkommen. Hector Rajibo. Ma bkhair. Zaf sabena kishkena hetes made tiade itade qesay bekra zazaki zone zazaki sero zone smasero zone masero malisef as almanki qesay kena chimki zazaki hauna zone do ilminio ma hevidare wir hoffen ke serna deserte pia bena nika nebena. Ich möchte noch sagen, aber es hat mich sehr gefreut, dass auch Herr Paul jetzt auf einmal auf Sasaki kann. Das war vielleicht bei mir auch eine Informationslücke. Ja, ich kann Sasaki nicht besonders gut. Ich darf mich jetzt vielleicht noch kurz vorstellen, bevor ich meinen Vortrag beginne. Ich habe über Sasaki promoviert, eine Dissertation geschrieben, die ich schon vor 3 Jahren abgeschlossen habe und die in den nächsten Monaten als Buch erscheinen wird, in ein paar Monaten. Ich habe deshalb Sasaki nicht besonders gut gelernt, weil ich erst 1992, 1993 begonnen habe, die Sprache zu lernen. Und ich bin deswegen in die Türkei gefahren und es war die Zeit, wo es schon nicht mehr möglich war, ohne weiteres in Ostanatolien zu reisen und zu forschen. Da konnte ich nur kurz hinfahren, ein paar Wochen, und bin immer von der Polizei aufgehalten worden und dann musste ich wieder wegfahren. Das heißt deswegen, ich wäre gerne ein halbes Jahr dort gewesen und dann würde ich jetzt vielleicht meinen Vortrag auf Sasaki halten. Aber da ich nur 6, 7 Wochen dort war, sind meine praktischen Kenntnisse des Sasaki nicht so gut. Vielleicht zu dem Titel meines Vortrags auf der Einladung, der ist nicht ganz korrekt, den habe ich gegeben, als ich noch nicht genau wusste, worüber ich heute sprechen würde. Gegenwart und Zukunft des Sasaki-Studiums. Ich sage auch was über Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit des Sasaki-Studiums, aber ich beschränke mich dann im Wesentlichen auf die Frage Sprache, Dialekt, die auch von Frau Kehl schon besprochen wurde, im Vortrag vorhin. Unsere Vorträge berühren sich manchmal. Ich hoffe, dass es kein Nachteil ist, dass es trotzdem meinen Vortrag auch noch einige neue Aspekte bringen wird. Und ich sehe die ganze Sache auch von einem ganz anderen Standpunkt, nämlich zuerst mal von dem Standpunkt des Linguisten aus. Ich bin Sprachwissenschaftler, Linguist. Ich beginne jetzt zunächst mit einer kurzen Geschichte der Erforschung des Sasaki. Anfänge des Sasaki-Studiums wurden vor 140 Jahren gemacht. Der russische Wissenschaftler Peter Iwanowitsch Lerch hat ein Buch geschrieben namens Die Forschungen über die Kurden. Und also 1857 sind die ersten Texte auf Sasaki publiziert worden. Dann hat es 50 Jahre gedauert, bis wieder etwas auf Sasaki publiziert wurde, nämlich von dem deutschen Wissenschaftler Lecoq, Albert von Lecoq, der hat ein Buch geschrieben namens Kurdische Texte und darunter waren auch einige Texte auf Sasaki. Das heißt, zu dieser Zeit, Anfang dieses Jahrhunderts, galt Sasaki immer noch als kurdisch, als kurdischer Dialekt. Darauf hat auch Fouquet schon hingewiesen. Das hat sich dann zum ersten Mal geändert mit der Publikation der Mundarten der Sasa von Oskar Mann, herausgegeben von Karl Hardank.
im Jahr 1932, das heißt vor 60, 70 Jahren. Da wurde zum ersten Mal ganz klar, es ist kein kurdischer Dialekt, sondern eine eigene Sprache. Die Sache mit Dialekt und Sprache, die ist nicht so ungewöhnlich. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass zu Beginn des Jahrhunderts war auch noch nicht klar, dass Kurdisch eine eigene Sprache ist. Das war zwar den Sprachwissenschaftlern schon klar, aber das war kein Allgemeingut. Das hat nicht jeder gewusst. In einer kurdischen Grammatik des Ende letzten Jahrhunderts heißt es auch noch, verteidigt der Autor noch, dass Kurdisch eine eigene Sprache ist. Er sagt, Kurdisch ist kein heruntergekommener persischer Dialekt, sondern eine eigene Sprache. Das heißt, es ist nicht so ungewöhnlich, dass das Sasaki, über das damals sehr wenig bekannt war, auch als kurdischer Dialekt bezeichnet wurde. Nach dem Buch von Man Hadank 1932 gab es erst einmal wieder eine Lücke. Das hätte ja der Beginn der Sasaki-Forschung werden können, wurde es aber nicht. Teilweise wegen des großen Krieges, des Weltkrieges in Europa, der die linguistische Forschung unterbrochen hat, teilweise auch natürlich wegen der Türkei zugelassen hat, dass die Minderheitensprachen in der Türkei adäquat untersucht werden. Dann hat erst ab den 70er Jahren dieses Jahrhunderts, das heißt, nachdem schon über 100 Jahre lang Sasaki-Texte bekannt waren, erst seit den 70er Jahren hat dann ein neuer Aufschwung des Sasaki-Studiums begonnen, und zwar im Gefolge des Aufschwungs des kurdischen Nationalismus, über den Frau Kehl auch schon viel gesagt hat, deswegen werde ich mich da jetzt kurz fassen. Also im Gefolge der Publikation auf Kurdisch ab den 80er Jahren beginnen die Leute auch auf Sasaki zu publizieren und bemerken dann nach und nach, dass Sasaki ja eine eigene Sprache ist. Der vorläufige Höhepunkt dieser Publikationen sind die Grammatik des Sasaki von Todd, die 1985 geschrieben wurde, auf Englisch, und die vielen Sasaki-Publikationen von hervorragenden Publizisten und Schriftstellern des Sasaki, von denen ich nur auswahlsweise nennen will: Koyo Beres, Malmis, auch Mesut Özcan, der heute bei uns ist. Also diese Leute haben ab den 80er Jahren einen wesentlichen Aufschwung des Sasaki bewirkt, und in meiner Doktorarbeit habe ich mich auch ganz wesentlich auf die Texte von Koyo Beres gestützt. Das heißt, ich habe die zur Grundlage meiner Grammatik genommen, habe eine möglichst ausführliche Grammatik dieses Dialekts geschrieben und habe das dann auch mit anderen Dialekten verglichen. Also ich hoffe, dass meine Grammatik, die demnächst erscheinen wird, so einen vorläufigen wieder Endpunkt oder Höhepunkt der Sasaki-Forschung darstellen wird, von dem ausgehend man dann weitere Studien betreiben kann und weitere Dialekte untersuchen kann. In jedem Fall ist schon klar geworden, dass man das Sasaki als Sprache, als eigene Sprache, es ist auch in dem Vortrag von Frau Kehl klar geworden, dass man es immer im Zusammenhang mit dem Kurdischen sehen muss. Man kann es nicht getrennt voneinander betrachten. Auch wenn man heute sagt, Sasaki ist eine eigene Sprache, man muss historisch die Entwicklung dieses Gedankens, Ideologie, oder überhaupt des Gedankens, ob Sasaki jetzt eine Sprache oder ein Dialekt ist, muss man immer im Zusammenhang mit kurdischen Ideologien und mit der Entwicklung des Kurdischen sehen. Deswegen folgen jetzt von mir einige Überlegungen zu der Definition von Dialekt und Sprache allgemein und dann zur Anwendung dieser Definition auf die Frage des Sasaki. Zunächst Punkt 1, die Frage Dialektsprache. Was steckt hinter diesem Unterschied? Wir sagen also heute, Sasaki ist eine eigene Sprache. Andererseits bezeichnen viele Sprecher des Sasakis, vor allem sunnitische, sich heute immer noch als Kurden und halten auch ihre Sprache für einen kurdischen Dialekt. Wie kann man diesen Widerspruch jetzt erklären? Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Türkei eine Politik der Assimilation betrieben hat, der Republik an, und dass, Sie wissen alle, dass Publikation auf Kurdisch bis in die 90er Jahre in der Türkei generell verboten war. Es konnte sich also keine freie Erforschung kurdischer Sprache und Kultur entwickeln, und da niemand genau wusste, was überhaupt Kurdisch ist oder kurdische Kultur, dachten die Kurden selbst und auch die meisten Sasa, dass auch Sasaki ein kurdischer Dialekt sein müsse, weil es ja direkt neben dem Kurdischen gesprochen wird, weil die Kurden viele kulturelle Gemeinsamkeiten mit den Sasas haben, oder viele Sasas mit den Kurden. Gut, wie haben jetzt eigentlich die Linguisten entschieden, dass das Sasaki eine eigene Sprache ist? Hier muss ich zunächst sagen, dass die Sprachwissenschaft keine eindeutige Definition bietet. Das heißt, es gibt nicht im Lexikon für Linguistik jetzt eine Definition, dass
und das ist eine Sprache und das ist ein Dialekt. So etwas gibt es nicht. Es gibt nur einige Kriterien, anhand der ich jetzt einige vorstellen, und da ist zunächst wichtig die Unterscheidung in linguistische und nicht-linguistische Kriterien. Das wichtigste linguistische Kriterium zu dieser Entscheidung Sprache oder Dialekt stellt die Grammatik und der Wortschatz dar. So gibt es zwischen Sasaki und Kurdisch viele Gemeinsamkeiten in der Aussprache, in der Phonologie und auch im Satzbau, in Syntax. Zum Beispiel werden Relativsätze, Bedingungssätze und solche Dinge, die werden tatsächlich auf ganz ähnliche Weise gebildet. Das ist also auch ein Grund, warum man das Sasaki auf den ersten Blick für einen kurdischen Dialekt halten könnte. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass vor allem in den Endungen, in der Morphologie, sich der Sasaki ganz deutlich vom Kurdischen unterscheidet. Zum Beispiel in den Endungen, in den Verbalendungen. Also im Kurdischen sagt man es de kim, im Sasaki sagt man es kenna oder es kon im Dialekt. Okay, nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann, die Sasaki vom Kurdischen unterscheidet. Wenn man den Wortschatz ansieht, da haben Sasaki und Kurdisch auch sehr viele Worte gemeinsam, die zunächst mal den Blick verstellen. Aber wenn man die wichtigen Worte des Grundwortschatzes ansieht, Wörter für die Körperteile, für Verwandtschaftsbezeichnungen wie Vater, Mutter, dann sieht man, dass sie doch unterschiedlich sind. Zum Beispiel sagt man im Sasaki für Vater und Mutter Pi und Ma und im Kurdischen Bav und De, Diam und Bavimen. Diese Dinge zusammengenommen, dass zwar in der Aussprache und im Satzbau viele Gemeinsamkeiten sind zwischen Sasaki und Kurdisch, dass aber in den Endungen große Unterschiede sind und im Grundwortschatz, die sind nun für den Linguisten ein typisches Zeichen dafür, dass diese Sprachen in engem Kontakt miteinander stehen. Sprachen, also getrennte Sprachen sind, die sich durch langen Kontakt ein bisschen angenähert haben. Grundsätzlich ist das Problem, man kann Regeln in der Grammatik nicht zählen. Man kann nicht sagen, wenn eine Sprache 80% Regeln mit einer anderen gemeinsam hat, dann ist es ein Dialekt von ihr. Sowas gibt es nicht. Und auch der Wortschatz ist nicht so ohne weiteres zählbar. Es gibt ja in diesen Publikationen, die Sie auch kennen, wo bewiesen wird, dass Kurdisch ein türkischer Dialekt ist, das gibt es ja auch, da werden immer so Wortlisten wird in Wortlisten dargelegt, da gibt es dann 500 Wörter, die gemeinsam sind zwischen Kurdisch und Türkisch, und das soll dann beweisen, dass das Kurdisch ein türkischer Dialekt ist. Das ist alles Quatsch. Man kann so etwas nicht machen. So hat zum Beispiel das Osmanisch-Türkische im Mittelalter hat 90% arabische Wörter verwendet. Also fast alle Wörter waren arabisch, aber die Struktur der Sprache war weiterhin türkisch. Also es war nicht arabisch, obwohl es ganz stark von arabischen Wörtern beeinflusst. Auch mit Wörtern kann man da nicht argumentieren, letzten Endes. Deswegen muss man jetzt aus dem Bereich der Grammatik rausgehen und muss noch andere Kriterien ansehen. Da gibt es zwei ganz wichtige. Erstens, zwischen Sasaki und Kurdisch gibt es eine genau ziehbare geografische Grenze. Also man kann sagen, links davon wird Sasaki gesprochen und rechts davon Kurdisch. Es gibt auch Mischgebiete und Städte, wo beides zusammengesprochen wird, aber es gibt keine Dialekte, die zwischen Sasaki und Kurdisch sind. Das wäre ganz typisch für Dialekte, dass man sagen kann, von einem zum nächsten Dorf wird der Sasaki immer mehr Kurdisch, und es gibt Dialekte, die kann man nicht eindeutig zuordnen. Das ist nicht der Fall beim Sasaki. Es gibt eine genaue geografische, linguistische Grenze. Das spricht ganz eindeutig dafür, dass Sasaki eine eigene Sprache ist. Dann ein noch wichtigerer Grund ist die Sprachgeschichte, das heißt die Frage der genetischen Verwandtschaft. Zwei Dialekte einer Sprache haben sich immer aus einem gemeinsamen Vorfahr entwickelt, das ist klar. Man kann jetzt zeigen, dass sich Sasaki und Kurdisch beide aus dem Ur-Westiranischen entwickelt haben, das vor ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahren gesprochen wurde. Und man kann sprachlich zeigen, durch sogenannte Lautgesetze, dass Sasaki und Kurdisch sich wahrscheinlich schon vor über 2.000 Jahren voneinander getrennt haben. Das kann man zum Beispiel, das ist jetzt sehr abstrakt, an den Wörtern wie kommen und Herz darstellen. Kommen ist im Sasaki Amiyayene oder Amiyayish und im Kurdisch Hatin. Und Herz ist im Sasaki Seri und im Kurdischen Dil. Diese Worte, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen warum, aber diese Worte haben
ganz wichtige Lautgesetze, die zeigen, Sasaki und Kurdisch haben sich vor über 2000 Jahren, haben sie sich dann wieder ein bisschen angenähert und haben Wörter ausgetauscht. Aber die Trennung zwischen beiden Sprachen hat schon vor sehr langer Zeit stattgefunden. Gut, jetzt habe ich die sprachlichen Argumente. Auch die sind noch nicht hundertprozentig eindeutig. Das heißt, es gibt immer auch Fälle, wo trotz aller dieser Dinge noch sich Sprachen so annähern, dass sie als Dialekte betrachtet werden können. Deswegen muss man jetzt auf außerlinguistische Kriterien eingehen. Der wichtigste Grund, warum sich die Sasas teilweise als Kurden bezeichnen, ist, dass sie, vor allem die sunnitischen Sasa, mit den Kurden eine ethnisch-kulturelle Gemeinschaft bilden. Darüber hat Frau Kehl schon ausführlich gehandelt, deswegen brauche ich da nicht so viel zu sagen. Nur noch, die Sasa sind natürlich nicht einheitlich, sondern teilen sich in die zwei religiösen Gruppen Sunniten und Aleviten, und diese Tatsache spielt in Ostanatolien eine sehr wichtige Rolle, hier auch, aber dort vielleicht noch mehr. Und sich selbst als Kurden betrachten. Das ist nun mal so. Es mag sich in letzter Zeit ein bisschen verändert haben. Es gibt immer wieder Leute, die sagen mir, ja, es hat sich verändert. Es gibt jetzt viel mehr Sasas, die sagen, wir sind keine Kurden mehr. Aber nach meinen Beobachtungen ist es noch so, dass zumindest ein großer Teil oder ein nicht zu vernachlässigender Teil sich noch als Kurden betrachtet. Die alevitischen Sasas dagegen in Ostanatolien definieren sich ganz klar nicht als Kurden, sondern als Aleviten oder teilweise sogar Türken. Manche Aleviten haben mir gesagt, sie sind Türken. Da gibt es auch diese Erzählungen, dass die eigentlichen Turkmenen, eigentlich die Turkmenen sind, die sich dann assimiliert haben. Es ist entweder möglicherweise Propaganda, türkische Propaganda oder irgendwelche Volkserzählungen. Ganz klar wird es, wie Frau Kehl auch schon gesagt hat, an die Trennung in die religiösen, in die Konfessionen am Beispiel der Heirat. Das heißt, die heiraten nicht miteinander oder nur ganz wenig, und wenn jemand heiratet, dann wird er verstoßen oder ist nicht mehr Teil seiner Familie. Und ein wichtiger Punkt ist auch die Friedhöfe. Ich habe in Ostanatolien keinen gemeinsamen alevitisch-sunnitischen Friedhof gesehen. Vielleicht gibt es die irgendwo. Aber in Varto, wo ich auch länger war, da gibt es einen Friedhof und die eine Hälfte ist sunnitisch, die andere ist alevitisch. Und die sind völlig unterschiedlich. Auf den alevitischen Friedhöfen gibt es ja diese bunten Bilder mit Dingen, mit Zeichnungen, mit Malereien drauf. Und die sunnitischen sind nur mit Koransprüchen. Also es sind so zwei Dinge, die sehr viel über soziales Miteinander aussagen. Heiratet miteinander, begrabt man seine Toten miteinander. Und das ist beides zu verneinen bei den Sunniten und Aleviten. Das ist das wichtigste außerlinguistische Kriterium, warum sich Sasakis, obwohl sie eine andere Sprache sprechen, trotzdem als Kurden bezeichnen. Dann muss man jetzt einen anderen Faktor nennen und sagen, es gibt auch wieder Faktoren, die diese Trennung aufheben. Nicht so, dass es ein für alle Mal festgelegt ist, Sunniten und Aleviten sind immer getrennt. Es entwickelt sich, und ein Faktor, der diese Spaltung auch aufheben kann, das ist die Politik. Nämlich die Gegnerschaft zur Politik des türkischen Staates, der Politik der Assimilation und der gemeinsame Wille zur Demokratie. Der kann dazu dienen, dass sich Aleviten und Sunniten und auch andere Minderheiten, wie die Jesiden und andere Minderheiten der Türkei, sich wieder vereinigen können. Das heißt, wenn man jetzt dieses Bild ethnisch-kulturelle Gemeinschaft trennt, Sasas voneinander, Politik kann sie wieder mit den Kurden vereinen. Wenn man es jetzt zusammensieht, dann kann man meiner Ansicht nach nur sagen, man sollte nicht fragen, sind die Sasas Kurden, ja oder nein. Es ist nicht eine Frage von schwarz oder weiß, von ja oder nein, sondern man muss fragen, in welchem, teilweise nach Region oder teilweise nach Situation, unterschiedlichem Maße verstehen sie Kurden verbunden. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, manchmal sehr stark. So sollte man meiner Ansicht nach die Frage stellen. Und um das jetzt als ein Zwischenergebnis mal festzuhalten, es macht also meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn, einem sunnitischen Sasa, der sagt, ich bin ein Kurde, oder einen alevitischen Sasa, der sagt, ich bin kein Kurde, es macht überhaupt keinen Sinn, den vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Wofür? Sprache ist für beide keine objektive Gegebenheit, wie für westliche Wissenschaftler. Da ist hier Sprache ist irgendwie was objektiv Gegebenes, was man in Grammatiken nachprüfen kann. Es ist für diese Leute nicht, es ist generell für die meisten Leute keine objektive Gegebenheit, sondern ein untergeordnetes Merkmal ihrer kulturellen Identität. Das heißt,
der Kurde sagt, oder der sich als Kurde fühlt, sagt, ich fühle mich als Kurde, also muss meine Sprache kurdisch sein. Egal, ob es jetzt Sasaki oder was anderes ist, ich kurdisch sein. Man könnte jetzt, um diese Sache, über die ja so viel gestritten wird, ein bisschen aufzulösen, also ich habe mit diesem Streit auch immer zu tun gehabt. Ich habe in meinen Forschungen immer sowohl mit sasaistischen Sasas als auch mit kurdischen Sasas zu tun gehabt. Und ich habe immer mit beiden gut zusammengearbeitet. Also ich wollte Informationen von möglichst vielen Leuten bekommen. Und ich habe dann auch immer, wenn mich die Leute gefragt haben, ist es jetzt ein Dialekt oder eine Sprache, dann habe ich immer ein bisschen ausweichend geantwortet. Weil ich mir keine Feinde machen wollte und weil auch beide Dinge ein bisschen Wahrheit haben. Also Sasaki ist linguistisch klar eine eigene Sprache, aber nicht linguistisch kann man sagen, eben wenn einer jetzt eine kurdische Identität hat, dann wer soll dem jetzt verbieten, sich als Kurde zu bezeichnen und vielleicht zu sagen, meine Sprache ist kurdisch. Deswegen habe ich eine Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen, ist es, eine Definition zu finden, nämlich man definiert Sprache. Dann könnte man sagen, Sasaki ist in linguistischem Sinne eine eigene Sprache, aber besitzt in außerlinguistischen Bereichen Eigenschaften eines kurdischen Dialekts oder teilweise Eigenschaften eines kurdischen Dialekts. Also das finde ich, so könnte man das als Kompromiss formulieren. Unbestritten, dass außersprachliche Kriterien, Sie wundern sich jetzt fest, dass ich als Sprachwissenschaftler von außersprachlichen Dingen rede. Sie können jetzt sagen, beschränk dich auf das Sprachliche, warum redest du überhaupt von Kultur und Politik? Es ist aber ganz klar, auch für Sprachwissenschaftler, dass bei der Definition von Sprache diese Dinge eine Rolle spielen. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel in Indien und Pakistan, die Sprachen Hindi und Urdu, es ist im Prinzip die gleiche Sprache. Aber sie werden als getrennte, es ist eine Sprache, es sind zwei Dialekte einer Sprache. Die werden aber als getrennte Sprachen definiert, weil sie mit verschiedenen Schriftsystemen geschrieben werden, weil sie verschiedenen Schriften angehören und weil sie zwei verschiedenen Staaten angehören. Das heißt, offensichtlich spielt die Politik auch bei der Definition von Sprache eine Rolle. Ein Linguist hat es mal so formuliert, einprägsam, eine Sprache ist nichts anderes als ein Dialekt, der eine eigene Armee besitzt. Ich hoffe, dass es jetzt die Sasas nicht so missverstehen, dass sie eine eigene Armee aufbauen müssen. Wenn sie es nicht schon haben. Ja. Es quieres maestro? Chino. Dann muss ich jetzt noch weiter auf diese außersprachlichen Dinge eingehen. Da beginnt sich jetzt meine weitere Ausführungen mit denen von Frau Kehl zu berühren. Jetzt die Funktion von Sprache im Rahmen des Nationalismus, im Rahmen dieser Ideologie. Ich habe schon gesagt, dass man kulturelle und politische Faktoren berücksichtigen muss, um Sprache überhaupt richtig verstehen zu können und dass Sprache generell als ein wichtiges Merkmal der kulturellen Identität verstanden wird. Und deshalb spielt Sprache auch eine ganz wichtige Rolle für den Nationalismus, eben weil sich Nationalismus kulturell begründet, ethnisch-kulturell. Nationalismus sagt, dieses Volk ist eine Nation, weil es eine gemeinsame Kultur hat und deshalb ist es besser als alle anderen Völker. Und die Kultur wird in der Regel über die Sprache begründet. Man muss also, um die Bedeutung des Sasaki-Sprachstreits richtig zu verstehen, noch ein bisschen näher auf die Rolle der Sprache innerhalb der Ideologie Nationalismus eingehen. Viele Historiker sind heute der Meinung, dass die heutigen Nationen, die so gerne sagen, dass sie uralt sind, dass sie Jahrtausende haben, dass die Nationen von heute, wie die deutsche oder die französische Nation, eigentlich relativ junge Erfindungen sind, nämlich nicht älter als 200 oder höchstens 250 Jahre. Erfunden wurden diese Nationen alle erst ab dem 18. Jahrhundert. Von der modernen Ideologie Nationalismus, und zwar teilweise da, wo es es gar nicht gab. Das heißt, vor 300 Jahren gab es keine Nationen im heutigen Sinne. Es gab nur Völker oder ethnische Gemeinschaften oder religiöse Gemeinschaften. Und erst im 18. Jahrhundert hat sich in Europa diese Ideologie Nationalismus auf Sprache basierend gebildet und hat dann diese Nationen geschaffen, dieser Begriff von Nation. Und nachdem sie sich konstituiert haben, nachdem sie sich geschaffen haben,
die europäischen Nationen. Ich glaube, zu Beginn dieses Jahrhunderts, da gab es ja noch keine UNO, da gab es den Völkerbund und dann haben zu Beginn des Jahrhunderts, glaube ich, nur eine Handvoll Nationen, ausgebildete Nationen. Die meisten Nationen haben sich im späten 19. Jahrhundert und werden in diesem Jahrhundert gebildet. Und zwar, indem sie die europäischen Nationalismen nachgeahmt haben. Und genauso wie die europäischen Nationalismen sich auf Sprache und Kultur gegründet haben, haben diese anderen Völker sich auch einen Nationalismus zugelegt, aufbauend auf Sprache und Kultur. Dann komme ich jetzt zur Anwendung auf das Sasaki dieses Zusammenhangs. Zunächst mal, ich habe gesagt, dass Sasaki ist in linguistischer Hinsicht eine eigene Sprache, aber außerlinguistische Zusammenhänge stehen dem teilweise entgegen. Jetzt behaupte ich mal, dass die Unterscheidung in Sprache-Dialekt, Sprache versus Dialekt, die für so wichtig gehalten ist, dass die für den Sprachwissenschaftler eigens beziehungsweise nur eine Definitionsfrage ist. Das ist das Gleiche. Also uninteressant und Definitionsfrage. Für einen Sprachwissenschaftler ist es klar, dass die Grenze zwischen Dialekt und Sprache willkürlich ist. Das heißt, man kann sie da ziehen, man kann sie da ziehen, je nachdem, wie man gewisse Faktoren bewertet. Die Bedeutung, die jetzt diese Frage erhält, nämlich Sprache oder Dialekt, die resultiert einzig und allein aus der Funktion der Sprache im Rahmen der Ideologie Nationalismus. Das heißt, diese Frage an sich ist überhaupt nicht wichtig für einen Sprachwissenschaftler. Für einen Sprachwissenschaftler sind diese einzelnen Bereiche der Grammatik wichtig, dass er vergleicht, wie verhalten sich die Endungen zueinander, wie viele Worte sind da, Kontaktphänomene. Aber für einen Sprachwissenschaftler ist diese Frage unwichtig, ob es jetzt eine Sprache oder Dialekt ist, sondern nur eine Definitionsfrage. Die Bedeutung erhält diese Frage nur, weil sie für die Nationalisten von Wichtigkeit ist. Der kurdische Nationalismus, wie er in der Türkei entwickelt, hat sich auch, wie alle Nationalismen, nach dem Vorbild anderer Ideologien entwickelt, die auf das Modell der europäischen Nationalismen des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Und zwar natürlich nach dem türkischen. Der kurdische Nationalismus ist ganz wesentlich nach dem türkischen Nationalismus gebildet. Alle in der Türkei aufgewachsenen und erzogenen Kurden sind, ob sie wollen oder nicht, mehr oder weniger von der offiziellen türkisch-nationalistischen Ideologie beeinflusst worden. Man kann sich dem gar nicht entziehen, im Fernsehen, in den Zeitungen, in der Schule. In der Schule muss man jeden Morgen die türkische Nationalhymne singen, auch wenn man die Sprache überhaupt nicht versteht. Also in jedem Fall sind die Kurden dadurch geprägt worden. Und der türkische Nationalismus hat jetzt auch, wie die europäischen Nationalismen, der Sprache einen überragenden Stellenwert eingeräumt. Absolut verständlich und klar, dass der kurdische Nationalismus das Gleiche tun würde. So wie die Ideologie Mustafa Kemal Atatürks auf einer türkischen Sprache beharrt hat. Es gibt eine türkische Sprache. Die türkischen Nationalismen sagen ja, es gibt nicht nur, also das Türkische umfasst nicht nur das in der Türkei gesprochene, sondern auch das Aserbaidschanische, das Turkmenische, das Usbekische und so weiter. Umfasst viel mehr Sprachen, was linguistisch völliger Nonsens ist. Aber das ist dieser türkische Nationalismus, der versucht, alles zu vereinheitlichen mit einer Sprache und einer Nation. Und genauso haben es die Kurden gemacht in ihrem übersteigerten Nationalismus. Es sind nicht alle Kurden so. Also man muss das schon differenzieren, aber die Kurden, die nationalistisch sind, die haben das übernommen von den Türken und haben das genau übernommen. Das kann man nicht nur in der Sprache sagen, sondern auch in anderen Bereichen, zum Beispiel mit den die Kurden sagen heute, sie stammen von den Mesopotamien, von den Uratäern, Mitanni und so weiter, von allen möglichen Völkern stammen die ab. Das ist genau das Spiegelbild des türkischen Nationalismus, der auch sagt, die Türken stammen von den Sumerern und Hethitern ab. Das ist auch historisch völliger Quatsch. Also das weiß jeder Erstsemester an der Uni weiß, dass die Türken nicht von Hethitern oder Sumerern abstammen. Ich weiß nicht, ob es in der Türkei auch die Leute auch wissen, aber also es ist völlig klar. Und spiegelbildlich, also es ist wie ein Abziehbild, die Kurden, dass die Kurden dann sagen, ja, wir stammen von Assyrern und Medern und Uratäern ab. Dabei ist es zufälligerweise so, dass mit den Medern, da könnten die Kurden sogar recht haben. Also das ist die einzige Möglichkeit, die
die real ist, die nicht totaler Quatsch ist aber nicht bewiesen. Aber also darüber kann man diskutieren, aber alle anderen Völker sind... So, jetzt will ich versuchen, zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Welche Position kann man nun einnehmen in diesem Streit? Ich habe schon meine definitorische Unterscheidung angedeutet, dass man Sprache in linguistischem und außerlinguistischem Sinn definieren sollte. Ein weiterer Vorschlag von mir lautet, dass die Kurden sich von Einheit mit Sprache fixierten Begriff von Nation lösen sollten, den sie sowieso von den Türken übernommen haben. Und dass die Kurden sich dessen bewusst werden sollten und einen anderen Nationenbegriff anstreben sollten, dem sie eine breitere politische Basis geben sollen. Und diese Basis kann nur Toleranz und Demokratie und Selbstbestimmung und kulturelle Freiheit und Autonomie heißen. Das bedeutet insbesondere, dass niemand dazu gezwungen wird, sich für einen Kurden oder seine Sprache für kurdisch zu halten. Dann könnte der kurdische Nationalismus, indem er von dieser Engständigkeit abrückt, mehr den Charakter einer auf politischen Prinzipien gegründeten Ideologie annehmen. Und dann könnte es auch möglich werden, das Sasaki als eigene Sprache zu bezeichnen, ohne alle Sprecher automatisch zu Nicht-Kurden zu stempeln. Dann wäre Sasaki eine eigene Sprache und jeder Sasa wäre, je nachdem wie er selbst sich fühlt oder wie er politisch sich verhält, wäre ein Kurde oder Nicht-Kurde. Dann wären die Kurden also ein Volk oder eine Nation, die ähnlich wie die Schweizer oder Belgier mehr als eine Sprache sprechen würden. Warum eigentlich nicht? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.